Van dat vijfmaal wat ik hier te jullie reed, wat van deel had ik een operation. Some van jullie weten ervan aan. Die hadden 5 lagen aan mij aangeboord en door een span aangezet. Ik geloof dat ze nog helemaal ben. Voelt zich bij ons zo. Maar dat zei van uitgevallen. Mensen vrouwen mij aangemeld, zou ik zeggen, dat plus dat je ganz relaxen. Maar zij mal im hospital was, like als een patiënt, die mij niet meer bezien. Ik werd aan en ik moest de schoon de buiten voor die liggen laten. En dan gaan, dan fangen die mal aan auf te strijden. En ram te perkelen op steden, wat hij niet meer wist dat hij had. Maar die nursen, die hebben mij zo fijn behandeld. Mijn grootdochter, die moest zo lachen over de strampexen, wat die bij aangetrokken hadden. Jammer dat die van jullie wat strampexen bedoelden. Maar weet je, dan even dem kwamen ze mij holen. En wanneer je dan mal was, dan weet je een beetje wat dat is. Wenn du liegst in een makeltje bad, maar dan komt hij met een braad aan, met reden erin, en keine vaderen. En dan gaat het durch een gang, en nog 4 der en durch, en du wunders, wat wordt het dan? Du wunders, wat wordt het zijn, like, wat wordt het dan, of wat wil ik afwaken van dat betriebsstof, of wat wordt het dan? Maar dan schließlich hadden die mij door de stoel weer het willen doen, maar dan parken die door van de hol waren, dat valt zich nog 4 stunden, maar dat weer niet zo lang. En daar hast du tijd om over dein leven nadenken. En ik dacht, zo wil je niet mal van dat braad draufhupsen. Maar like dat aanlaagst, ik kan ik me nog zelfs eten. En dan mal hieruit, like wil je zeker hier hebben, dat is je de dam had. En mijn vrouw en ik voeren ganz gezond om hospital, falls ik zo, en die willen ze mal opereren. En vielleicht heeft die dat mal zeggen, du bist irgendwo, die wunders, wat wordt het doen, like, wat wordt het doen, of wat wordt het krijg uitvallen, of du juist wat entgehen, wat die amakkelijk merkt feilen, du bist ein bisschen was besorgt, du weißt nicht mehr, was war das dann. Und weet je, dat erinnert mich von Jesus. Ich habe viel in meinem Leben darüber gedacht, dass Jesus wist dat hij ging naar Kjriez. En ik wil je een paar wijzen van jou. Maar hij wist dat maanden, Jesus, hij wist dat lang vooruit. Hij wist dat van eeuwigheid her. Weet je, Jezus vangt niet aan Jezus te zijn als hij geboren werd. Hij is Gott van eeuwigheid tot eeuwigheid. En als die plan zo te zijn gemerkt wordt, im Himmel in de eeuwigheid, dat de mensheid wordt door Jezus in bloot geraad worden, door Jezus ook. En dan vangt hij aan naar Jeruzalem te gaan. En wie willen van jou bedenken aan dat Jezus hij gaat naar Jeruzalem. Weten wat er passeren wordt. En hij zegt zijn jingen in Einzelheiten, wat er wordt passeren. So ik had de boodschap genannt, 6 deel bij een Kjriez. En ik dacht, als ik aanvang met deze boodschap schaffen, dan dacht ik, wil daar de laatste werk van Jezus in leven met daar checken. Maar als ik eens door langer met schaffen, en ik geloof dat juist leid verden in ons denken, en zo dan hebben we een beetje dat vergeeft. Maar dit is een loonkaart van dat Jüdische land. En zo Jezus heist hier in Cesarea Philippi. Jeruzalem is hier, Bethlehem is hier oing, waar hij geboren werd. Hij was in Nazareth op, hij woonde in Kapernaum, maar nu is hij hier, weit im Norden. Wanneer we naar Israël fahren, dan fahren we door zo'n Norden, naar Cesarea Philippi, dat is een interessante stad zum zijn. Nu gaat het vliegende bom daar aan, aber hier is Jezus. En hier redt hij met zijn jingen, hij vraagt hen, wat zijn die mensen, van wer zie ik? En zij geven ihre antwoord, en dan zegt hij, wer sei je dat ik zie? En Petrus, hij weet niet, hij heeft milde gevallen, so hij zegt, du bist Christus, den leven je God zien sehen. En wie weten die Unterhaltung? Aber voets nur dort. Hier ist es jetzt in Cesarea Philippi, da fängt er an, seine Jünger zu sein, dass er go gestorben. Sie wollen das nicht hören, sie können euch verstehen, denken wir Himmelreich, aber Jesus fängt an zu sein. Und das in Lukas 9, da sagt er dann, er warnt en streng en Gebot, dat keinem zu sein und seht. Also, das ist eine Unterhaltung. Das heißt, zu sehen Gottes, sagt er, dass sie nicht in gehalten stellen. Na, Jesus den mehrmals so eine Dinge, dass er sie nicht gehalten stellen. Und wir wundern, wieso. Ich glaube, Dinge gingen in Erfüllung in Gott seine Zeit. Und die Jünger werden gleich reut für die Kreuzigung. Die werden gleich reut für Jesus sterben. Die werden rein ganz nicht reut, was passiert. Sie können nicht verstehen, was nur die Auferstehung. Aber er sagt ihnen, haltet still. Und dann sagt er, die Menschen sehen mit viel Leiden und verschmäht worden von den ältesten Schriftgelehrten und hohen Priestern und dort gemerkt worden und am 3. Tag
abgeweicht worden. So Jesus leicht den dort deshalb sozusagen fair. Und er sagt, ich war gestorben. Na, die Jüngere können euch verstehen. So ich sehe, denken wir Königreich, denken wir Himmelreich, denken wir, wer von uns wird Kjlats sein. Denken wir, okay, wer wird alle regieren mit Jesus tun. Dort wir denken, wo wird der Krieg alle umfangen. Und so das ist eine Botschaft von seinem Tod. Dort wir im Bett so, ich weiß nicht, ob Sie mal so belebt haben, aber wir sagen einmal, dass der eine und andere andere tut. Und dort wir im Bett so, dass ich nicht muss eine und andere. Dort wir bloß einfach ein Thema, was sie nicht folgen. Einmal sind wir so vertieft in die gewisse Glas, dass wir nicht mal hören, was Menschen sagen. Das passiert einmal in der Ehe. Du bist so vertieft mit dass dein Ehepartner seine Schuld. Du hörst nicht mal, was er sagt. Alles, was du denkst, bloß, was will ich drei sein? Oder wo will ich drei fetten? Und so sind wir Menschen einmal, so werden die Jünger. Und so sie wollen das euch hören, dass er wird sterben. Und so Jesus hat jetzt wieder, er hat seine Arbeit, er heult, er predigt, er hat Raum, verschiedene Dinge. Und dann kommen wir nach Lukas 18, das ist ein Monat Luther, und wenn Jesus dort sieht, in Cesarea Philippi, dass er wird sterben, dort wir Monaten, ich weiß nicht wie lang, aber Monaten fährt passiert. Und er fängt seine Jünger an Reut zu merken. Dort ist ein bisschen, er dreht sein Gesicht nach Jerusalem. Und er fängt an nach Jerusalem zu gehen. Aber das ist nun steht Luther, in Lukas 18. Er übernimmt die 12 noch sich und sagt zu ihnen, check, wir gehen nun nach Jerusalem. Also hier, nun sind sie dicht dabei, nun sind sie alle am Weg nach Jerusalem. Und dort wird alles verbracht worden, was durch den Propheten geschrieben ist, über den Menschen sehen. Und so Jesus sagte seine Jünger, da wird alles vollbracht worden. Was sagt du, ob dort Bad liegt, hat dort Brat mit Reden. Und dann dachte ich so, mal hier rüt. Mal wach ran. Aber weet je, Jesus, als hij naar Kjriez ging, dan wundert ik. Hij weer ganz im Norden, als er auf Anfang von der, wo ich nicht mal nach Antioch oder nach Rom reisen, wo ich nicht nach Spanien, das Jonah will. Ich dachte mir dann, das ist interessant, dass der Vers, was Jonah abschluckt, der wird von Jesus gemerkt. Und ist Jesus in der Lehre. Wo bist du dann? Wenn ich an denke, dass ich soll 3 Monate wieder nach Chihuahua gehen. Und in Chihuahua würden sie mich grausam quälen und tot machen. Ich würde nicht hängen. Würdest du da hängen? Ich würde nach Kanada tragen. Und ich würde das vorhanden. Wo wir nach Jerusalem gehen. In Jerusalem wird das alles passieren. In Jerusalem wollen sie am quälen. Da wollen sie am tot machen. Aber weißt du, ich habe das euch gesagt. Aber Gott seine Zeit, Gott sein Weg und Gott seine Person. Und ich weiß nicht, ich habe dort einmal als Ende gesungen, dass das ist, wo Gott schafft. Wo ich weiß, wir haben unsere eine Ideen fertig und wir haben unsere eine Zeit und wir versuchen Gott fair zu sein, wenn Dinge soll tun. Oder wir haben uns eine Weg, von welchen Dinge sollen passieren. Besonders wenn wir irgendwo vielleicht sind, wir sind krank oder du hast was anderes in uns Leben, du hast was anderes in unser Eiche, was immer das ist, wir haben uns eine Weg. Und wir haben Personen, wo wir hingehen. Und das ist auch immer arg, wenn wir in Menschen gehen, verhalten so eine Dinge. Aber einiges ist klar, dass Gott seine Zeit, Gott sein Weg, Gott seine Person, wie von Ewigkeit her geplant. Und weißt du, wo in dir dort 4000 Jahre? Ich weiß nicht. Aber Gott seine Zeit, Gott sein Weg, Gott seine Person. Und das ist ein ganzes Leben, so steht. Wenn wir nicht eindeutig waren, wenn einmal irgendwas nicht so passiert ist, wir dachten in unserer Zeit, ab uns Weg und mit unserer Person. Und so wie man dort viele Dinge an uns leben und Gott seine Hänge lassen und sagen, okay, Gott ist zufrieden mit deiner Zeit, mit deinem Weg und mit deiner Person. Und so das, wo Jesus nu ist. Aber das wie ein Kampf für Jesus, kriegst du das für uns ist. Ich bete auch vor, lässt das Koffer von mir weggehen, lässt das Lieden von mir weggehen, aber nicht meine Zeit, mein Weg, meine Person, aber deine. Und so das ist wichtig, dass wir das im Denk haben. Und dann sagt er wieder zu seinen Jüngern, wie sie Worte, nu möchte ich die Einzelheiten, was Jesus weiß, Monaten fort passiert, wie sie Worte Herden in hingefahren und verspart worden. Und so sie spotten über an, die nahmen Chinese Kleid antragen, die nahmen die Uhr und Taubingen, Schlüren am Spielen und die Sache reiten sie im Bord ut. Prophezei wäre das getan. Und so sie verspotten, sie in Schlag behandeln, sie behandeln am Säuerdarm, bespähen, habt ihr mal wer in die Sache spähen? Ein fremder Mensch?
Wir haben noch nerven. Und so sie bespähen ihm. Und er wird verprellt. Und da wird nicht bloß 5 Schläge mit einem Ball, ich meine, der schlug und Jesus ist tot. Und verprellt. Und tot gemerkt. Und so das, Jesus sagt seine Jünger das, am Weg nach Jerusalem. Er sagt, das ist, wo ich kann gehen. Wo ich nicht weiter wo ich nicht, weil wir mal einen Raum tragen. Petrus hat Ideen, like noch sehr lange nicht. Weil wir mal das tun. Weil wir mal einen Raum tragen, oder eins over. Und so, einmal sage ich nicht ehrlich. Sonst dort in Jane, ich will nicht ehrlich sein, dort in Jane zu gehen. Danach für die, all die was nicht. Und weet je, die Frau ist wohl so, ging Jesus nach Jerusalem. Na, wir weten, ob die von Ewigkeit her geplant, aber was ist wirklich die Ursache? Da wollen wir Leute nach Hause kommen. Und so Jesus geht nach Jerusalem für das. Und er wird das alle Lieden machen. Aber dann sagt er, dass am 3. Tag wird er war abstehen. Und weet je, das ist die Hoffnung für die hoffnungslose Lehre, die Auferstehung. Und das ist auch unsere Hoffnung. Weil wir mal überdenken, wenn du wirst gleichen, und ich würde gleichen, wenn von der alles gleichgestellt wird. Wir würden gleichen, wenn von der mal alles Lieden abhört. Mensch, wenn wir in der Welt anchecken, dann weet je, meine Operation, da haben ungefähr nichts teuer gesagt, bitte kann ich so eten, was in der Welt der Mensch. Ich habe ein Baby, was nennen die dort? Jarber, ja. Und Jarber gegessen. Nein, ich kann es nicht, aber ich komme nicht da. Aber an Liquids und wir denken so, oh Mensch, wann wird das mal Leben sein? Und so vielleicht hast du was in deinem Leben. Und du wunderst, wann wird das mal Leben sein? Weißt du, wann wird Leben sein? In der Auferstehung. Aber dann lässt du in einen menschlichen Körper, was vergundet, was alt wird, was schwach wird, wo sie Leichen dann bohren und Spannen dann stahlen, oder noch euer. Das ist dein Körper, aber niemals abhören, bei der Auferstehung. Na, wir waren gestorben, der Körper wird begraben, all die Dinge. Und dann kann ich kriegen Einzelheiten, aber krieg sein, was passiert mit jedem Mensch, wenn er gestorben ist. Aber ein Ding weiß, wie der Körper ist einmal tot, die Säule ist zurück, die Jesus beten. Aber die Bibel verspricht uns noch Verstehung. Und so, wir wird am 3. Tag abstehen. Und weet je, wenn wir noch Hebräer waren, ich habe ja nicht Zeit, um die Versen alle lesen, aber du sagst, dass wenn der Fried hängt am Kjriez, ging das alle durch. Was ist der Fried hängt am Kjriez? Bloß, dass er kann in den Himmel? Es dort really Jesus in der Fried, dass er kann in den Himmel war. Ich sage, das ist fair, nur seine Herrlichkeit dort wie in der Fried. Weißt du, was der Fried hängt ist? Dass du da kannst. Dass ich da kann. Wenn was ging Jesus nun Kjriez? Und so er ging nun Kjriez. Wie ein Leib. Vielleicht warst du eine Person, die beide Dinge getan hat. Aber du hast dein Leben abgemacht. Oder ich habe. Vielleicht mit Drugs. Du hast deine Ehe vernichtet mit Selbstsüchtigkeit und Untreuheit. Aber was du nicht alle ist. Und wir haben Dinge ans Leben, die hoop wie bloß schrecklich sind, was niemals verändern wollen. Aber wenn du in so einer Zeit bist, wo du so lässt, du bist so ein schwindgesteckter Mensch, und du hast, du sollst really nicht mal hier sein, dann denk an, dass Jesus jeden im Kjriez. Für den rein ganz oberste Mensch in der Welt, für den rein ganz oberste Sinn, er jeden im Kjriez. Er jeden in Jerusalem. Und er sieht seine Jünger, dass krack, was da wird passieren. Man hat alle wissen, was in Chihuahua wird passieren. Ich würde aber never nach Chihuahua gehen, weißt du? Niemals. Aber er ging nach Chihuahua. Und so saß der, vor der Passau fast, kam Jesus nach Bethanien. So ist er am Weg nach Jerusalem. Er sieht seine Jünger, was da wird passieren. Und so ist er am Weg nach Bethanien, wo Lazarus war, der gestorben ist, den Jesus von dort abgeweicht hat. Und so Jesus war an der Darb, heißt du mit seiner Freund Tob. Und Lazarus hat gedacht an Jesus sein letztes Werk. Ich meine, er wohnt in Bethanien durch das Werk. Ich stelle mir so vor, wie immer bei Lazarus, Maria und Martha danach.
En dan even daar ging je naar Jeruzalem. Er passierten verschiedene dingen. Men hereinigt den Tempel. Hij vloegt den Feigenbaum. En hij streitet zich met de Jüdische Lehrers. En die versuchen hem een eigen aan te geven. Allerhand dingen passierten in deze werk. Nou, ik weet niet, wanneer ik dat wist, dat nächste zondag, oder wanneer ik dat wist, dat vrijdag, en van dat is Palmsondag, naam dat niet Palmsondag, wanneer ik dat wist, vrijdag, moest ik een Schwaber betterlich zijn, lieden, like, wat was je doen, wat wil ik doen durch deze werk? Vielleicht toezetten in Jereem, en prachen, en roeren, en dan, ik weet niet, maar Jezus, hij ging en hij schaft. Aber so stil, verder passiert, en dat is een strijd in Christenheid, wanneer Jezus gekreuzigt wordt, en waar we niet nennen gaan van jou, aber so stil, verder passen vast. Voor dat grootste vast in Israël, voor dat vast waar zij vieren doen, dat zij worden niet Egypten uitgebracht. So stil verder, komt in Bethanien. En zo dus Lazarus, de Juden willen den ook dood merken, wenn Jezus had hem van dood opgewekt. En zo hier is dit zo, haben de Prophezeiung in Zephania 9, Vers 9 sagt, Frettchen, gehierig, dat je in Zion wohnt. Dat meint Jeruzalem, dat je in Zion wohnt, naar in Jeruzalem kunnen zijn, laat je schreien te hören sein. Na, wir sollen nicht schreien, nicht? Aber Gott sagt, sie sollen schreien te hören. Dat je in Jeruzalem sind, horcht einmal je König. Ich will an die sollen nicht morgen. Ich kann doch immer, was er sagt, dass die Juden denken, wir nicht Erlösung durch Jesus im Blut. So dachten sie nicht. Da wir niemals nicht den, was prophezeit, aber ein König rück. Der König wird kommen, der wird in Jerusalem regieren, die Römer würden so eine Hütte steigen, und dann würden sie mal, war eine Land sein mit der eine Regierung. Da wäre der Raum. Und so, ein König kommt noch jünd, er ist in alles gerecht und merkt jünd frei. Er ist demütig und ritt auf einen Esel, einfach auf einen jungen Esel. Und so wie weit in der Geschichte, wo nicht in alle Einzelheiten hineingehen. Aber Jesus, er schickt seine Jünger in Burra holen. Na, ich glaube, wir vorher bereit. Jesus kann Menschen in Jerusalem, in Bethanien, in der Gegend. Vielleicht wäre das einer von denen, was Jesus geheilt hat. Zum Beispiel Simon, der Ostsatzier. Wenn wir ein anderes Evangelium lesen, dann finden wir, dass Jesus angeladen in diesem Werk. Jesus angeladen mit seinen Jüngern bei Simon. Und dort kommt eine Frau und warscht seine Feit mit der Thron und salbt am an. Und je weit in der Geschichte, das passiert in diesem Werk. Bei Simon, den Ostsatzier. Da war eine Person, die Jesus geheilt hat. Ein Pharisäer. Aber vielleicht wird das den sein Bruder. Oder dort wird den Blinden geboren, aber Jesus heilen in Jerusalem. Oder da wird ein anderer Mensch, vielleicht der wird bei der Wutterpuddel liegen, auf 38 Jahren, und Jesus heilt dann. Vielleicht wird das den sein Bruder. Wir weit nicht, und das ist auch nicht wichtig. Aber ich glaube mir entschieden, dass dort wie eine Person, was Jesus kann. Und so zwei von seinen Jüngern, die gehen den Bruder holen. Und dann so eine große Herde Menschen. Und weil sie wussten die Prophezeiung. Sie wussten, was das bedeutet. Und so eine große Herde Menschen, und sie schrien, sie leihen ihre Kleider am Weich, sie dann Ast am Weich. Das wollen wir das Palmsonntag an, nicht? Oder like Palmsonntag. Sie den Palmast nehmen und legen am Weich. Und dann schrien sie, das sagt, gepriesen ist der König. Sie wussten die Prophezeiung. Gepriesen ist der König, der durchkämpft im Namen vom Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit im Höchsten. Und für Jesus heißt es Bruder, am Weg nach Jerusalem. Und dann haben wir sehr interessante Fragen, dazu war ein klein bisschen benannt. Ich sage, als er nur der Keim in der Stadt sah, dann weet je, wann wir nach Israel fahren, wir würden nicht groß drei sein, wenn das nicht in den Krieg wäre. Aber dann steht der Ölburg. Und das sind Weichen, von Ölburg gehen sie rauf. Und noch Gethsemane. Aber even aan de andere zijde, dat is really in de Westen, aber aan de andere zijde is Jeruzalem met de tempel en de Dome of the Rock van deze dagen, waardoor de tempel stond. En zo Jezus, als hij even den Borg even komt. En als hij Jeruzalem, dan kan hij even Jeruzalem even kijken. Dat is niet gewoon een Borg, maar een even. En zo, als hij de stad zag, hield hij even Aaron zit. En hij maakt wat hij zegt. Dat is een van de paar Mal, wat de Schrift zegt, dat Jezus rood.
Und das heißt es dort, wann auch du erkannt hast, ja du, an diesen dienen Tag, und halt den so zum sein, wenn wir waren da ein bisschen anchecken. An diesen dienen Tag, wird den Frieden deint, nur aber erst dort für deine Augen verstärken. Und zu Jesus, ich glaube, wir können really nicht mit uns Menschen feilen oder verstehen, wirklich begreifen, was hier passiert. Weil Jerusalem als Gott seine Stadt. Da fällt Israel wie Gott sein Volk, er ist Gott sein Volk. Und so, diese Stadt, das ist die prophezeite Stadt, von wo die König wird regieren. Aber Jesus weiß, was wird passieren, wenn sie Arm verschmieden. Und so an diesem dienen Tag, ich will Ihnen von der was vertellen, wo Christen gespult über sind. Aber ich will Ihnen danach vertellen, wo ich da über denke. Die brauchen nicht, das ab zu jünd. Aber wenn wir nach Daniel gehen, dann sagt er in Daniel, das ist in Daniel, nein, du sind 70 Werken von Jahren, und wird ja eine Werk von der, das sind 7 Jahre. Und so eine Werk von Jahren, das sind 7 Jahre. Und so 70 Werken von Jahren, da wird 7 mal 70 sein. So du sind 70 Werken von Jahren für jünd und jene helle Stadt bestimmt. So für Israel und Jerusalem sind 490 Jahre bestimmt. Dann wird dort was dann passieren. Dann wird dort Übertretenden einhaben. Und so werden immer schuldig für Übertretenden, Jetta und Beten, all so Dinge. Dann wird Übertretenden einhaben und der Sinn zu sie gesagt worden. Also ihre Sinn wird für jeden wird an sie gesagt worden. Ab einer anderen Stelle sagt es in Hebräer, also das ist eine Prophezeiung von Alten Testament, dass ich war den Stein nicht hart rübernehmen und ein Fleisch nicht hart geben. Ich war nie ein Bund merken mit ihnen, sagt Gott. Und so das mit wurde das von Red. So, da wird nie ein Bund sein, aber der nie ein Bund, der wird das übertreten, wird rübergenommen sein, Sinn, zu sie gesagt, die Schuld wird gestrickt sein, in ein ewig gerecht sein, wird angeführt worden, dass die Prophezeiung und die Propheten worden zu erreicht kommen, und dass der heilige Tempel frisch angeweiht wird worden. So, das ist eine Prophezeiung von Daniel. Der Engel, was Daniel hat gelesen, in Rebecca sagte, die wollen die Vers nicht alle lesen, ich kann nicht das selbst nur lesen, aber Daniel hat gelesen, dass die Gefangenschaft vor 70 Jahren sind in Babylon. Und so hat ihm gebeten, wenn er weiß, die 70 Jahre sind heißt du einmal was, die Zeit, heißt nur in Olamon, aber er hat ihm gebeten, und auf einmal kommt Gabriel. Das ist als ja Gabriel, was Luther und Johannes kam, Luther und Maria kam, der kommt diese Prophezeiung geben. Und er sagt, das sind 70 Jahre, und andere wären 490 Jahre bestimmt für Israel und die heilige Stadt, für Israel und Jerusalem. Und dann werden all diese Dinge passieren. Ich meine, die Gerechtigkeit wird durch sein, ihre Schuld wird gestrickt und sind verjährt, wird zu sie gesagt sein. Und die Prophezeiung wird alle in Erfüllung kommen. Die Prophezeiungen werden zu erreicht kommen, die Propheten. Und dort gleich die tun haben, dass die Prophezeiung wird erfüllt werden. Was von der haben wir nicht alle aus, so die Tag kommt noch. Aber das sind 70 Werken von Jahren bestimmt. Na, das ist 70 Werken von Jahren, das sind 490 Jahre. Aber die werden angeteilt in 3 Teilen. Auch in Daniel, wir wollen nicht alle lesen. Aber das sind 7 Werken von Jahren, oder 49 Jahre. Und die wird fertig so ausgelegt, dass das die Zeit, wo wir dir in Jerusalem abbilden. Na, das ist 70 Jahre. Die sagt Gott, der Engel sagt zu Daniel, die wollen dann anfangen zu teilen, wann der Befehl gegeben wird, dass Jerusalem soll abgebaut werden. Wisst ihr, Israel wie in die Gefangenschaft von Babylon, über dem wir das Persische Reich, und so der König Artaxerxes, glaube in 444, ich weiß nicht 100%, aber wenn wir da waren, dann gibt er einen Befehl, dass Jerusalem soll abgebaut werden. Dort für diese 70 Werken von Jahren und von Totalen, sagt der Engel. Und so, du sind 7 Werken von Jahren, und vielerlei das so ut, dort ist die Zeit, wo wir dir in Jerusalem abbauen, in Tempel frisch bauen, die wohnt, in die Stadt und so weiter. Dort hast du 49 Jahre eingeteilt. Und dann kommt 62 Werken von Jahren. Daniel redet von dort, 434 Jahre. Wir nennen das die 400 Stelle Jahre. Das sind die Zeiten, wo Israel hat keinen Prophet, Gott sagt kein Prophet, wie viel Krieg im Land. Das ist eine interessante Geschichte, aber das nennen sie die Stelle Jahre, wenn Gott sozusagen wir stellt. Und so dann sind die 62 Werke von Jahren, und dann ist so eine Werk von Jahren geblieben, und dann andere wieder 7 Werke. Und so dort alles taugt, das gibt die 70 Werken von Jahren.
Na, deze bed, die sind in Erfüllung gegangen. 7 Werk van Jahren, wat Jerusalem wordt frisch abgebaut, die 62 Werken van Jahren, dort bij het Top, 69 Werken van Jahren, en een andere weer 423 jaar. Maar hier is het interessante ding. Jezus zegt tegen hen, ik wens, je hadden erkend, dit jun dag. Nou weet je, viele Schriftuitleier leven, dat den dag, dat deze 423 jaar, die zijn kracht des dag vol, wat Jezus in Jeruzalem aanreden heeft. Dit weer zo te zijn, Israël ihre Anladung. Maar wir nicht ganz ihre letzte Anladung, aber das wir ihre ganz wichtigste und große Anladung, ihr Messias anzunehmen. Aber sie deuten noch nicht, das ist, was Daniel sagt. Nur 62 Werken von Jahren, also nu sind die 7 sind vergangen, die 62 sind vergangen, nur diese Zeit, nur diese Jahre, was der Ende soll, da Jesus, was der Jesus zu sie gesagt worden, nicht haben. Und so dat die han noch zijn dood. De stad en de tempel waren in de grond gebracht worden. So wat deed Jezus? Als hij over Jeruzalem checkt, wanneer we de versen willen lezen, en hij raadt over de stad, dan zegt hij, ik wens je hadden deze tijd, wo je een vrede wordt aangeboden, ik wens je hadden deze dag herkend, maar wenn je niet gaan, nu wordt daar, worden sie überfallen, Jerusalem wird vernichtet worden, der Tempel wird vernichtet worden. Jesus sagt zu seinen Jüngern, an anderer Stelle, er sagt, er wird nicht ein Stein am anderen bleiben. Und das ist die Ursache, wo wenig. Wenn die Soldaten, was sie gesagt worden, und nicht haben, der Staat und der Tempel worden in den Grund gebracht worden, und dort Herr von dem König, das römische Reich, der wird alle so bosig, der Herr von, okay, der König von der Herr, der wird kommen, der wird alles so bosig kommen und so viel Schulden tun aus einer Überschwemmung. Da wird bald ein Tag Krieg sein und ohne Frau viel verdorben worden. Und wenn wir in unsere Welt anschauen, dann weten wir, dass das so. Du hast einmal Krieg gewesen und du hast noch einmal Krieg und wird bald ein sein. Aber besonders haben sie gedacht, dass der Ende sollte. Und so viele Schriftuitleier, sie glauben, und ich glaube auch, und ich weiß, viele Christen glauben das nicht, aber ich glaube, dass Jesus, was er in Jerusalem anreden wird, dann wären diese 62 Werken von Jahren, die wären voll. Und so da bleibt noch ein Werk. Und so da sind 70 Werke bestimmt für Israel in der Stadt. Diese beiden sind vergangen. 69 ist passiert. Sie den Jesus Kjriez. Und dort wird so durchhielt die jüdische Glocke ab mit gehen. Und da kann ich immer wieder sagen, das Evangelium geht von den Juden nur Heiden. Und das ist die Ursache. Und so das Evangelium geht nur Heiden. Wir haben 2000 Jahre Kirchenzeit gehabt. Und weil im Alten Testament wird das nicht prophezeit. Paulus nannte das immer wieder ein Geheimnis. Ich meine, dass die da noch haben, aber da wird niemals klar prophezeit, dass da wird eine Zeit kommen von der Kirche für 2000 Jahre, so eine Dinge. Und so das Evangelium geht nur Heiden, das Evangelium geht nur Paulus, und er wird nur Heiden geschickt. Das ist eine große Geschichte. Aber diese 69 Werke sind vergangen, das eine Werk von Jahren, der erste noch haben. Und das, wo viele Schriftleier glauben, dass diese 7 Jahre von Trübsal, wo wir einmal von reden, dass die Kirche wird wahrgenommen worden, und dann kommen 7 Jahre von Trübsal, dort hat mit den Juden zu tun, Gott wird das jüdische Volk sozusagen reinmerken, und du hast die 70 Werke von Jahren voll, nur die 7 Jahre, und dann kommt Jesus 3, und so dann wird das alle angeführt worden, was er sagt. Von der Sinn wird wahrgenommen worden, die Gerechtigkeit wird angeführt worden. Und so sie waren eines Volk sind das 1000 Jahre zurück. Das ist, ich sage, das ist ein controversial topic, nicht? Aber das ist ein Topic, das ist ein Thema, wo die Bibel von redet. Und so, Jesus ging nach Jerusalem, wegen Leib. Wann immer wir leben von der einen Zeit, wann immer wir leben in diesen 70 Jahren, dort ändert das nicht. Jesus in Jerusalem wegen Leib. Weißt du, Gott seine Leib, der entdeckt durch die ganz äußerste böse Menschen, was er hat. Gott seine Leib entdeckt durch was die äußerste Dinge, was du getan hast. Die äußerste Dinge, was du abgemacht hast. Daran Gott seine Leib entdeckt durch. Weißt du, was Jesus ging nach Jerusalem? Wen deine sind, wen meine sind, wen uns abgemästet Leben, wen uns abgemästet Ehe, wen uns abgemästet Businesses, was immer wir im Drehen haben. Aber Jesus ging nach Jerusalem, wen Leib.
Hij deed niet weigeren naar Rome, naar Antioch, naar Spanje, naar Engeland, naar een zo'n dingen. Hij ging naar Jeruzalem. Für die weten, dat du würden sie am Betterlicht schwelen en dood merken. Aber hij ging naar Jeruzalem. En stond am derde dag op. Wie dein von dir ein lebender Gott, wie dein lebender Jesus, wie dein nicht jemand, was du am Kjriez hängt, wie dein lebender Gott. En die Probleme, du jetzt Gott seine Leib glick durch. Ich und du haben von dir eine Wohl. Wie kann Jesus annehmen? In den Frieden haben, was Gott uns will geben. Oder wie kann Jesus verschmieden? En onze Stadt wordt vernicht worden, ons Tempel wordt doodgebroken worden, ons Leben wordt een Mess zijn, onze Ewigkeit wordt verloren zijn. Aber wie kann Jesus annehmen? Die Juden verschmeiten Jesus, ihre Stadt wird vernichtet, ihr Tempel wird vernichtet. Sie sind ganz bei der 48 in die Gefangenschaft, was sozusagen, verspreut in der Welt, schrecklich verfolgt. Hitler allein mit 6 Millionen Juden dort. Und so die Juden haben schrecklich gelitten. Weißt du, wo wir hin? Sie erkannten nicht des Juden Tag. Und sie verschmeiten den Messias. Und so des dien Tag werden wir nicht Jesus verschmieden. Und so Gott hält immer seine Versprechen. Vielleicht wird auf dieser Welt nicht alles passieren, was du dir wünschen lässt. Aber das kommt noch Verstehung, das kommt noch Ewigkeit, das kommt 1000 Jahre direkt, dann hängt dort die Ewigkeit. Und eigentlich kann Port sein von dort. Wann wir Jesus annehmen. Werden wir noch zu beten. Himmlischer Vater, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, dass du nach Jerusalem gingst wie ein Leib. Du gingst am Kjriez wie ein Leib. Und hat deine Leib, die jetzt durch unsere ganz äußersten Probleme. Deine Leib jetzt durch alles, was wir vernichten können. Du jetzt deine Leib durch. Aber Herr, du sagst uns nur wohl. Und du sagst, ich sehe den Rat, ich sehe das, was dir Frieden bringt. Ich sehe das, was dir eine Verstehung kann geben. Aber sonst die Juden haben wir wohl. Und du hast uns die Wohl gegeben. Ich bete, Herr, dass du uns halten. Da reicht die Entscheidung mehr. Wir danken in Jesus' Namen. Amen.